Das ist der grösste Scheissdreck, was inspiriert mich. Hure sich nochmal. Und das innerhalb von einer Minute machen. Nein. Wahrscheinlich hat meine Kollegin ein bisschen recht. Es war fies von mir, so eine Frage zu stellen und nachher zu verlangen, hey, tu die bitte innerhalb einer Minute beantworten. Sie ist also berechtigt am Fluchen. Weil die Frage, die ich ihr gestellt habe, ist schwierig zu beantworten. Vor allem in so einer kurzen Zeit. Das heutige Podcast-Thema das kommt nicht von mir, sondern von einem Kollegen, der gesagt hat, hey Modi, red über Inspiration. Und ich natürlich, oh, yes! Das Thema, wenn ich das Wort von mir sehe, das leuchtet richtig, das hat Sternchen und glänzt und vielleicht wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall bin ich hin und weg von dieser Idee, über Inspirationen zu reden. Und ich habe für mich das Gefühl, dass Leute grundsätzlich gerne Leute beim Erzählen zuhören. Und so gerne, wie ich rede, so gerne höre ich auch zu. Und für den heutigen Podcast habe ich ganz viele Leute eingeladen. Und die erzählen und ich darf einfach mal zuhören. Also habe ich meine Leute gefragt, woher sie sich inspirieren lassen. Und das ist so eine schwierige Frage zu beantworten. Und es wird umso schwieriger, weil ich ihnen gesagt habe, bitte tut eure Antwort innerhalb einer Minute preisgeben. Und was passiert ist einfach nur wunderschön, finde ich. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was inspiriert mich? Und all die Leute, die ich gefragt habe, und all die Leute, die ihre Ansichten preisgegeben haben, haben es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ich habe mich dann schlau gemacht, was Inspiration bedeutet. Das Internet hat mir dann gesagt, es bedeutet künstlerische Kreativität, hat aber auch religiöse Aspekte drin, hat auch immer mit Ideen und Gedanken gut zu tun oder plötzliche Erkenntnisse oder berauschende Momente, ganz viele verschiedene Sachen, die zu einem kommen. Fast ein bisschen wie ein Kreis, der irgendwo anfängt und sich dann wieder schliesst. Ich bin dann auf das Medizinische gestossen. Diese Definition finde ich extrem passend. Es heisst nämlich schlicht und einfach einatmen. Und genau das mache ich jetzt bei diesem Projekt Ask a Friend. Ich atme ihre Ansichten ein und lasse mich inspirieren von all dem Gesagten von ihnen. Meine Kollegen, das sind Freunde wie du und ich. Das sind Menschen, die leben, die machen, die zweifeln, die Freude haben, die traurig sind. Es ist sehr ehrlich, was sie da preisgegeben haben. Ich freue mich einfach nur, dem zuzuhören. Viel Spass! Ich bin heute gefragt worden, woher ich mir meine Inspiration hole. Und mir sind zuerst etwa 1000 Sachen in den Sinn gekommen. Jetzt habe ich mich aber für 2 entschieden. Das sind nämlich die 2 wichtigsten und das sind auch die 2 ersten, die mir in den Sinn gekommen sind. Das sind einerseits all die Menschen, die mich in meinem Alltag begleiten. Es sind jetzt Menschen, die mir sehr nahe stehen, wie zum Beispiel Familie und Freunde. Oder Leute, die ich vielleicht für 2 Sekunden gesehen habe, sei es am Bahnhof oder sonst irgendwo. Was mich an den Menschen vor allem inspiriert, sind die Farben, die sie tragen, der Kleiderstil zum Beispiel oder die Ausstrahlung, die sie haben. Aber was mich vor allem auch an den Menschen inspiriert, ist ihr Wesen, zum Beispiel der Humor. Das ist für mich extrem inspirierend. Und das Zweite, was mir noch sehr wichtig ist, das ist Natur. Definitiv. Weil all die Farben und Formen, die es in der Natur gibt, das ist einfach einzigartig und für mich pure Inspiration. Und an der Natur ist vor allem auch das Zusammenspiel einfach einmalig. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie das alles funktioniert.
Und das inspiriert mich einfach immer wieder zu Neuem. Ich hole mir meine Inspiration hauptsächlich bei Leuten selber. Und zwar bei Leuten vor allem, die über ihren eigenen Schatten springen und das machen, was sie glauben und die an sich glauben. Und ich weiss, das ist schwierig und es sind meistens auch nur kurze Momente. Und darum bin ich immer so inspiriert, wenn ich an Konzerte gehe. Und vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern, die plötzlich diesen Moment haben, wo sie über ihren eigenen Schatten springen und einfach alles geben, was in ihnen drin ist. Und das finde ich so inspirierend. Und es spielt gar keine Rolle, was du selber machst. Du musst nicht selber eine Sängerin sein oder eine Performerin oder eine Schauspielerin oder was auch immer. Es geht schon nur darum, jemandem zuzuschauen, der macht, was sie oder er machen und auch daran glaubt und in sich inne hat und einfach alles weglässt, die ganze Angst vor Kritik, das ganze Vergleichsproblem halt und einfach in diesem kurzen Moment total komplett sich selber ist. Das inspiriert mich extrem und das treibt mich voran, auch das zu machen, wo ich daran glaube. Ich glaube, alle hatten schon mal einen Moment gehabt, wo an einem Konzert der Höhepunkt passiert ist, der ja meistens super persönlich ist. Und man dann an etwas denkt, das man selber eigentlich machen will, das nichts mit dem zu tun hat, was man sieht. Aber es ist das Gefühl, das die Person überbringt in diesem Moment. Das totale Selbersein und das Überbringen und zeigen, was sie oder er in sich inne hat und halt die Essenz ist von innen. Und das finde ich immer super inspirierend. Und das inspiriert mich nachher für meine Sachen. Und ich sehe das auch viel, eben vor allem an Konzerten, dass es nachher so im Glitzer in den Augen der Leute nachher so widerspiegelt, dass sie in diesem Moment an etwas mega Persönliches denken, was sie extrem inspiriert. Von wo hole ich meine Inspiration? Ich lasse mich sehr gerne von den Leuten inspirieren, die um mich herum sind. Oder von Leuten, die etwas sehr gut können, etwas mit einer gewissen Leichtigkeit oder einfach auf ihre eigene Art machen. Es kommt darauf an, für was das mich inspirieren will. Darum kann so ein Gegenstand sein, ein Ort, ein YouTube-Video, eine Bewegung oder ein Besuch in Brockenstube. Je simpler etwas ist, desto vielseitiger kann ich mich davon inspirieren. Darum hilft mir manchmal schon einfach eine ruhige Minute, ohne jegliche Reize. Und wenn ich so manchmal recht schnell abgelenkt bin, ist es okay. Und genau so entwickelt sich manchmal etwas in eine Richtung, die ich gar nicht gedacht habe. Und genau so entwickelt sich manchmal etwas in eine Richtung, die ich gar nicht gedacht habe. Punkt. Lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Ich bin gespannt, was meine Kollegen sonst noch zu sagen haben. Wir lassen uns inspirieren von langen Spaziergängen an Aare entlang. Durch Dokumentationen oder aber auch Serien zum Beispiel. Und vor allem auch der Austausch mit anderen Leuten, gute Gespräche bei einer Flasche Wein, Alkohol inspiriert ungemein. Oder auch beim Glassenessen und ja, Leute beobachten. Also dort kann man mir manchmal schon irgendwie plötzlich so Blitzeinfälle, oder wie man dem sagt. Und natürlich jetzt auch ganz neu aus dem Range of Freedom. Richtig. 1A. Inspiration muss ich mir eigentlich nicht holen. Inspiration holt mich. Also es kommt die ganze Zeit zu mir. Ich muss eigentlich erst mittlerweile so übertrieben, glaube aufgebaut,
mein Mindset oder mein Life, dass ich wie gekantet werde, dass ich wie die ganze Zeit, dass ich kaum davor rennen kann. So viel Inspiration kommt zu mir. Die einzigen Momente, wo ich nicht irgendwie inspiriert bin oder irgendwelche Visions habe oder Ideen oder etwas sehe, und eine Vision auslöst bei mir, ist, wenn ich gestresst bin oder wenn es mir nicht so gut geht. Wenn ich irgendwie gestresst oder traurig bin, dann hört es, glaube ich, schnell ein bisschen auf. Aber es fängt ziemlich schnell an, vor allem wenn ich dann so ein bisschen zur Ruhe komme oder an einen Ort gehe, raus, Tapetenwechsel, Ferien, neuen Ort, dann fängt es meistens extrem wieder an mit Visions. Und ja, mein Struggle ist sozusagen, die vielen Visions, irgendwie wollte ich sie behalten, wollte ich sie aufschreiben, wollte ich sie speichern für später, aber eigentlich muss ich ja ehrlich zugestehen, dass es so viel sind und sie so unlimitiert sind und in Zukunft noch so viel mehr werden kommen, dass es eigentlich überhaupt nicht so muss auftürmen und aufsammeln, weil das klattert mich eben oder das belastet mich eben, wenn ich alles so probiere, ja shit, das kann ich mal noch brauchen oder shit, die Idee muss ich unbedingt aufschreiben, die ist so gut. Nein, man soll sich gescheiter lösen, gerade wieder, weil es wird noch eine 100-mal bessere Idee kommen, wenn sie dann gebraucht wird. Sehr viele Sachen inspirieren mich. Zum Beispiel beim Tanzen ist es die Musik, beim Kochen die Geschmäcker. Aber ich glaube, am meisten inspirieren mich andere Leute. Leute, die glücklich sind oder die andere Leute glücklich machen, die ihre Träume verwirklichen, ohne aber egoistisch zu sein. Ja. Aber manchmal bin ich auch ein bisschen von mir selber inspiriert, von meinen eigenen Gedanken. Gott am Himmel, es ist ganz eine schlimme Erklärung, wo ich meine Inspiration daraus heraushole. Da kommt ja kein Soul draus. Ich probiere es jetzt nochmal mit Beispiel. Also, zum Beispiel, wo hole ich zum Beispiel Inspiration für irgendwelche Übungen, die ich in einem Training mache. Diese Inspiration ist definitiv aus Erfahrung von früher, von ganz vielen Bewegungen, die ich mal ausgeführt habe. Outdoor. Und dann kommt alles zusammen. Dann habe ich dann noch irgendwie welche vielleicht mal Videos gesehen, wo ich irgendwo, sagen wir mal, irgendwie aus einem Film oder aus Instagram oder whatever. Und nachher kommt mir irgendetwas in den Sinn, wo ich dort an einem Objekt irgendwo etwas machen kann. Schaue die Eigenschaften an und nachher inspiriert mich quasi zu draussen sein und einfach eigentlich der Akt oder das Arbeiten mit dem Objekt. Das inspiriert mich. Und dort komme ich in einen Flow rein und dort Zeit verbringen draussen und mitmachen. Das nährt sich, das ist so wie ein geschlossener Kreislauf. Das nährt meine Inspiration. Gleichzeitig. So ein Eigending. Schwanzbeisser. Für zum Beispiel vielleicht Beziehungen oder Lebenssachen, da hole ich sehr viel Inspiration eigentlich mit Gesprächen, mit Kollegen, aus dem Alltag, aus Beobachtungen, wenn ich Leute beobachte, wie sie leben, wie sie ihr Leben führen. Ja, der Austausch, dort hole ich sehr viele Ideen, die ich nachher vielleicht irgendwo mal anwenden oder ausprobieren kann. Dort hole ich auch Inspiration. Musik bin ich einfach immer ein bisschen mega viele Quellen, vor allem Spotify, ziehen mir einfach
Musik en masse rein. Und ja, dann habe ich vielleicht mal irgendwo einen Teil, wo ich finde, cool, so einen Ambient-Song. Jetzt sollte ich mal einen Ambient-Song machen. Und nachher, ja, kann das mal sein, dass ich mich dort einfach an das Genre halte. Aber auch dort ist eigentlich sehr so aus dem Herz raus, das, was ich fühle. Darum tönen meine Songs auch immer melodiös all genau gleich, weil ich auch genau etwa nur 2 verschiedene Melodien habe, aber immer in einem anderen Kleid. So ein Mood-Kleid, wie ich mich jetzt so fühle. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Inspirationen. Wie zum Beispiel die Inspiration zum Wohnung einrichten. Zum Beispiel. Da finde ich Pinterest geil. Da kann ich dann alle Bilder anschauen und suche dort Ideen raus von anderen Leuten, die irgendetwas gemacht haben. Und nachher schaue ich ganz viele Sachen an. Und dann schaue ich an, wo ich bin. Und dann macht es so da. Und dann ist eben zum Beispiel so etwas, am Morgen erwache ich und dann habe ich wie ein Bild. Und dann gehe ich das Material kaufen und dann fange ich einfach an zu bauen. Und dann entsteht es einfach so. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Inspiration kann einfach auch aus dem Nichts rauskommen. Ich glaube, im Fall der Herr hat noch mehr zu erzählen. Der ist so inspiriert von allem, da kommt noch mehr. Reisen, andere Kulturen, andere Länder. Dort hole ich auch mega viel raus. Bam! Hure geil. Bali. Wow! Maximale Inspiration im Gesicht. Und dann, wenn ich surfen, auch maximale Inspiration im Gesicht, dann bin ich dann auch draussen und paddeln. Und dann kommen wir einfach während dem Paddeln, spritzen wir also das Wasser ins Gesicht. Und irgendwie leert man das komplett das Hirn. Und was alles so übrig bleibt, sind dann so ganz simple Gedankenstränge. Und dann verbinden sich die und dort drinnen kommen wir irgendwie alle Ideen. Da drehst du durch, was mir dort alle manchmal für Ideen kommen. Einfach. Ich habe zum Beispiel auch im Wasser ich wirklich die Idee gehabt, oder die Inspiration für einen Russian Retreat zu machen. Und dann habe ich so wirklich, nachher macht es genau so muss es aussehen. So, und währenddem paddle ich, oder bin ich, ja, und nachher habe ich meistens so Blackouts, wenn ich dann surfe, und dann paddle ich zurück und habe ich wieder alles vergessen, was ich wollte, weil ich voll im Flash bin. Und nachher kommt es wieder, und nachher irgendwo finde ich den Faden wieder, und dann kommt wieder so Paddle-Inspiration, einfach so ein bisschen geradeaus und so, immer das Gleiche. Hey, es ist wirklich alles, kommt mir alles vor wie so ein kleiner Psycho. Wenn das Hirn durchdreht. Wenn es einfach feuert, wenn die Synapsen am Durchfeuern sind. Darum eben Reisen ist einfach auch eine riesige Inspiration. Und natürlich auch, zum Beispiel auch meine Frau ist für mich eine mega Inspiration. Die hat auf die Ansicht teilweise auf Sachen ganz anders und gibt mir ganz andere so Inputs und Sichtweisen. Und das ist für mich eine mega schöne Inspirationsquelle. Quelle. Mega. Also, ich bin gefragt worden, woher ich meine Inspiration habe. Inspiration hat bei mir auch etwas mit Motivation zu tun. Für mich sind inspirierend folgende Sachen. Ganz sicher meine Familie, Ideen von meiner Tochter, von meinem Mann oder Verwandten und Bekannten. Inspirierend sind zum Beispiel Sachen aus der Natur, wenn ich etwas sehe. Dann kommen mir Ideen oder Sachen von früher, die ich erlebt habe, die es in der heutigen Zeit nicht mehr so gibt. Und das ist für mich inspirierend, wenn ich dann denke, ich will das wieder machen, so wie dann, als ich noch jung war. Für mich können auch Sendungen im Fernsehen inspirierend sein,
über Länder oder über interessante Themen, über Ernährung. Es gibt ganz viele Sachen noch aufzulisten. Es kommt mir jetzt nicht alles in den Sinn, so ganz spontan. Aber wenn ich danach irgendetwas sehe im Fernsehen oder eine Überschrift lese in einer Zeitung, das kann für mich auch inspirierend sein. Inspiration setzt für mich eine gewisse Offenheit für Veränderung voraus. Zudem braucht es vielleicht auch Mut, Situationen anders anzugehen oder viel Zeit, neue Sachen auszuprobieren. Also im Grunde genommen fängt die Inspiration eigentlich bei mir selber an, indem ich es überhaupt zulassen kann. Weil wenn ich gar nicht zur Tat bereit bin, kann ich auch nicht dazu inspiriert werden. Aber woher nehme ich sie, wenn ich dann empfänglich dafür bin? Inspiration kann für mich 2 Wege einschlagen. Zum einen auch mehr materielle, was zum Beispiel um Geschenke basteln, Wohnung einrichten, Sachen neu ordnen, kochen und so weiter geht. Dort werde ich, der Digital Native, wo ich halt gleich bin, von ein paar ausgewählten Instagram-Accounts oder Blogs, die ich gerne habe, inspiriert. Dort bin ich froh um einen visuellen Input, den ich dann auf meine Art umsetzen kann. Inspiration kann natürlich auch nicht materieller Art sein. Und dort orientiere ich mich sehr fest im Gespräch und im Zusammenleben mit meinem Umfeld. Es kommt zum Beispiel recht häufig vor, dass ich in einem Gespräch denke, hey, der oder die macht das ja voll anders als ich und eigentlich macht es so mehr Sinn. Wieso probierst du es das nächste Mal nicht auch so? Ich werde also dazu inspiriert, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und im besten Fall ziehe ich positive Schlüsse daraus. Ändere vielleicht mein Verhalten, passe meine Ansichten an, setze meine Ziele anders. Aber ja, das ist auch noch möglich, wenn man sich darauf einlässt. Und woher nehme ich sie denn, wenn ich dann empfänglich dafür bin? Also Inspiration setzt in gewissermaßen so voraus, dass man sie zulässt. Wo holt sich echt meine andere Kollegin ihre Inspiration? Findet ihr es raus? 5, 4, 3, 2, 1. Was mich inspiriert. Das Geräusch, das ihr vorhin gehört, ein paar kennen es, ein paar nicht. Und das ist sicher ein sehr guter Ort, für sich zu inspirieren. Oder wenn man mal 1-2 Minuten ein bisschen für sich muss haben und ein bisschen studieren muss. Aber was mich inspiriert, sind Bücher und Filme. Da ich sehr gerne lese und Filme schaue, nehme ich dort sehr viel auf, was mich inspiriert. Was mich auch inspiriert, sind Freunde. Und was mich auch noch inspiriert, 3 Stunden später, was mich inspiriert, das bist du. Einfach du. Die Worte kommen von einer Person, die mich begleitet, seit ich denken kann. Und die Person inspiriert mich, seit ich da bin. Das ist doch wahnsinnig. Und wiederum haben wir aneinander so fest weten. Also ich meine jetzt körperlich, so richtig aus Go, voneinander so richtig weten. Gestrubbelt und geschlagen und gebissen und geklemmt und überhaupt. Also ich habe immer noch eine Narbe im Gesicht von ihr und sie wahrscheinlich auch von mir. Und trotzdem haben wir nie, vielleicht haben wir uns wegen dem nie aufgehört zu inspirieren. Meine Inspiration, die entsteht sicher durch alltägliche Eindrücke, Farben, Formen, Gegenstände und Sachen, die ich sehe und höre und wie auch immer. Und die verarbeite ich dann in meiner Fantasie und dann kommt irgendein Blunder raus. Blunder? Ich glaube nicht, dass er Blunder macht. Inspiration, dass ich Schiff baue und Velo und das und jenes und Bilderrahmen. Und was ich am liebsten habe und was auch am stärksten vertreten ist bei mir, ist die Inspiration durch andere Personen, durch ihre Taten und Haltungen und was sie machen.
Also, was inspiriert mich, respektive woher hole ich meine Inspiration? Leute, die mit Leidenschaft etwas bewegen, inspirieren mich. Ich brauche den Austausch mit den Menschen. Wenn ich allein vor einem weißen Papier stehe und versuche, etwas zu notieren, klappt es nämlich meistens nicht. Es geht dann etwa so zu und her. Eines Tages? Nein. An einem schönen Tag? Nein, auch nicht. Vor einem Jahr? Nein. Ich komme einfach nicht auf einen grünen Zweig. Teile ich jedoch meine Ideen und was in meinem Kopf abgeht mit anderen Menschen, entstehen ganz interessante Gespräche daraus. Und das inspiriert mich, egal ob eine Aktion daraus entsteht oder nicht. Um in dieser schnelllebigen Zeit alle Eindrücke zu verarbeiten, brauche ich aber auch die ruhige Inspirationsquelle. Und die hole ich mir von Natur, von Moodbildern und Farben. Nude- und Pastellfarben haben beispielsweise eine besonders beruhigende Wirkung auf mich. Sie lösen so ein kleines, glückliches Gefühl in mir aus. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber das wiederum inspiriert mich. Ebenso schöne Fotografien oder einfach einen tiefen Atemzug in der Natur. Wunderbare Worte von einer wunderbaren Person. Wir haben jetzt viele Inspirationsquellen dürfen uns anhören. Und zwei sind mir dennoch am meisten aufgefallen. Einerseits die Natur. Die Natur, wie sie wächst und wie sie blüht und wie sie wieder in sich zergeht und, wenn es wärmer ist, alles wieder von vorne anfängt. Ich habe zu Beginn von der Inspiration von einem Kreis geredet. Inspiration ist auf eine Art ein Kreis. Wo Inspiration für jemanden aufhört, geht Inspiration für jemand anderes erst richtig los. Wie eine Schlange, die sich beisst. Die Natur scheint für viele Leute, für viele Tiere, für viele Pflanzen, mit aller ihrer Vielfalt eine grosse Inspirationsquelle zu sein, wenn nicht die grösste. Sie bietet Ruhe, wir können reisen, wir können in andere Länder, wir können in andere Orte, wir waren an anderen Orten, wir gehen an andere Orte, manchmal sind wir auch in uns innen an Orten und die Natur spielt dort immer etwas Grosses. Wir haben gehört, dass das Spazieren in der Natur, an den Gewässern, dass das inspirierend ist. Das Draussen-Sein, das Bewegen, die Freude an der Bewegung, an der Aktivität und neue Sachen ausprobieren draussen und Altes wieder aufleben. Das scheint etwas sehr Nährendes zu sein. Und wir haben vom Flow gehört. Und dort bin ich richtig hellhörig geworden. Weil, was gibt's bitte schön Geileres als in einem Flow zu sein? Wenn man etwas macht und nachher fühlt man es so fest, dass man einfach so in dieser Tätigkeit innen aufgeht, dass es einfach nur noch passiert. Die Natur bietet extremen Flow. Denke mich schon nur eben in Form von Gewässern oder vom Reisen. Dort ist man so fest im Flow inne, dass es einfach nur noch inspiriert. Wir haben ja gehört, dass Vergangenheit inspirierend ist, wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten oder in der Gegenwart etwas zu machen. Die Natur scheint eine grosse Inspirationsquelle zu sein. Eine weitere oder die zweite grosse Inspirationsquelle scheinen wir Menschen selber zu sein. Alle von den befragten Leuten haben gesagt, dass zwischenmenschliche Beziehungen ihnen Inspiration geben. Beziehungen, Gespräche mit Leuten, mit Bekannten und Unbekannten. Manchmal mit einem Glas Wein, manchmal passiert es einfach so. Das Umfeld, das ist extrem inspirierend, oder auch die Familie. Und vor allem die Einstellungen und Ansichten, die das Umfeld hat. Also Leute und Menschen. Was sie machen. Macher scheinen zu inspirieren. Leute, die ihre Träume leben, die für das brennen, was auch im Bauch brennt. Das kleine Feuer, das antreibt.
Und manchmal frage ich mich, leuchten echt Leute auch, wenn sie allein sind? Und das ist etwas, das beschäftigt mich. Sind die Leute für sich selber auch inspirierend? Leuchten sie auch allein? Und eine Kollegin von mir hat gesagt, sie sei inspiriert ab ihren eigenen Gedanken. Wow, wenn man sich selber inspiriert, ich finde, das zählt doppelt. Das zählt mehr als doppelt, weil dann hat man so wie die eigene Ressource immer bei sich. Wir dürfen, glaube ich, wirklich von dem tanken, wenn wir uns selber inspirieren. Jemand hat gesagt, sie lässt sich inspirieren vom Leute beobachten. Das können wir sicher nachvollziehen. Es fängt ja etwa nichts mehr, als einfach herzuzöckeln, ein Glas zu schlecken und den Leuten beim Leben zuzuschauen. Ein anderes Thema ist immer wieder gekommen, Musik. Musik machen, Musik hören und zu Musik tanzen. Es scheint, als würde Musik uns etwas vermitteln, das uns auf eine Art freier macht. Und dort holen wir Energie und Inspiration. Was mich extrem schön gedünkt hat, ist, dass jemand gesagt hat, dass der Alltag inspiriert. Und je kleiner die Sache ist, desto grösser die Inspiration. Weil die Person die Möglichkeit hat, selber interpretieren. Das ist einfach, wow, wer das kann, hat meinen grössten Respekt, mit nichts alles zu machen. Das ist, mich inspirieren auch wieder Leute, die das wiederum machen. Das ist so etwas Schönes. Wir haben ja gehört, dass Inspiration empfangen gewisse Voraussetzungen, dass für gewisse Voraussetzungen bedingt sind. Mut zum Beispiel, Zeit. Man muss sich einlassen, gewisse Motivation. Und oftmals müssen wir auch bereit sein, zu visualisieren oder zu lesen oder zu hören. Und manchmal ist es einfach so, dass das Leben so passiert, dass Inspiration einfach keine Priorität hat. Und das ist auch völlig okay. Weil manchmal passieren Sachen, die man einfach nicht kontrollieren kann. Meistens Veränderungen. Und dort ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht fertig machen lässt, wenn man halt mal eine gewisse Zeit nicht inspiriert ist. Weil dann haben andere Sachen, die gerade wichtiger sind, einfach mehr Bedeutung auf das Leben. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Inspiration, dass die früher oder später wiederkommt. Weil, wie gesagt, das Leuchten, das Strahlen von diesem Wort, das tritt uns die ganze Zeit im Alltag vor die Füße. Wir müssen einfach ein bisschen schauen, was sein könnte. Und mit dem Schauen möchte ich auch noch einen weiteren Teil ansprechen, der viele Leute inspiriert, nämlich Videos, Filme und Sendungen. Blogs oder irgendwelche YouTube-Videos. Wir dürfen das ganze Digitalisieren nicht gegen verteufeln, weil es ist eine extreme Inspirationsquelle. Wir müssen uns halt einfach das herauslesen, was für uns relevant ist. Und dort, die vielen Sachen, die Vielfalt, die es heutzutage gibt, das ist doch einfach unglaublich. Und die Kollegen und Kolleginnen von mir haben gesagt, dass Inspiration Materielles und auch nicht Materielles kann sein. Und ich hoffe einfach, dass du für dich etwas herauspicken konntest hier, wo du mitnimmst aus dieser Episode, die dich vielleicht im Alltag auch ein bisschen begleiten oder wo dir vielleicht ab und zu wieder in den Sinn kommt. Und ich habe extrem Spass gehabt, diesen Leuten zuzuhören, was sie so inspiriert. Und ich hoffe ganz fest, dass du in der nächsten Zeit einfach auch ein kleines Auge darauf wirfst, was könnte inspirieren. Und ich freue mich, hast du heute zugelassen bei Awesome Range of Freedom und habt ihr Sorge und bis gleich.